Yarkenbek Vatan verließ eines Morgens sein Zuhause und kehrte seit jeher nicht wieder zurück. Dies berichtete die Frau Vatans, wie aus einer Meldung der kasachischen Nachrichtenagentur Kazinform hervorgeht. Weiter behauptete die Frau des Deportierten, dass sie von einem Gedächtnisschwund ihres Mannes ausgehe, da ihm in den Lagern unter Zwang Medikamente verabreicht wurden, die so eine Wirkung gehabt haben konnten. Als der Vermisste kurz darauf aufgefunden wurde, war es ihm nicht mehr möglich, seine Familie zu erkennen. Er schien zudem stark verängstigt und verstört zu sein. Beobachter der Lager berichten von unmenschlichen Praktiken, wie etwa den Gebrauch der Inhaftierten als Laborratten. Verschiedene Substanzen werden den Gefangenen injiziert, die zum Tod führen oder nachhaltige Schäden hinterlassen können. Die muslimische Minderheit der Moro im Süden der Philippinen lebend, haben bezüglich eines umfassenden Autonomiegesuchs ein Referendum durchgeführt, welches die Mehrheit für die Annahme des Gesetzesentwurfs überzeugen konnte. Die Krise in Venezuela zum Anlass lädt die USA den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen diesen Samstag zu einer Versammlung. Weil Juan Guaidó sich in Venezuela zum Interimspräsidenten benannt hat, kam es zu Aufständen und Protesten in der Bevölkerung. Die Ernennung Guaidos wird von den USA, Kanada, Kolumbien, Peru, Ecuador, Paraguay, Brasilien, Chile, Panama, Argentinien, Costa Rica und Guatemala anerkannt. Seit 2010 Google in China verboten wurde, ist nun auch der Bing-Dienst von Microsoft von dem Staat blockiert worden. Sämtliche ausländischen Suchmaschinen sind in China nun nicht mehr zugänglich. In einem Statement verkündete Microsoft vergangenen Mittwoch, dass Bing aus China aus nicht mehr abrufbar sei. Man werde sich nun über das weitere Vorgehen beraten. Wie Maja Kocijancic, die Sprecherin einer EU-Kommission, bestätigte, hat das Assad-Regime die Vergabe von Visa für einige EU-Diplomaten ausgesetzt. Sie statierte weiterhin, dass bereits Kontakt zu den anderen EU-Mitgliedsländern bestehe, denn Ziel sei es, zu verhindern, dass die Entscheidungen des Assad-Regimes die Tätigkeiten der EU behindern.